Da hat Frau Holle gesagt: «Es gefällt mir, dass du wieder möchtest heimgehen. Weil du mir so treu gedient hast, will ich dich selber wieder aufbringen.» Sie hat es an der Hand genommen und zu einem grossen Tor geführt. Das Tor ist aufgegangen und als das Mädchen drunter gestanden ist, hat es Gold aufs abgeregnet. Das ist an ihm hängen geblieben und zuletzt war es ganz goldig. «Das ist der Lohn für dein Fleiss», hat Frau Holle gesagt und hat ihm auch die Spulen wieder gegeben, wo ihm im Brunnen gefallen ist. Dann ist das Tor zugegangen und das Mädchen war wieder in seiner Welt oben, nicht weit weg von der Mutter ihrem Haus. Wo sie in den Hof hineingekommen ist, hat der Gückel auf dem Brunnen oben gekräht: «Unser goldiges Mädchen ist wieder hier!» Es ist hineingegangen zu der Mutter und zu der Schwester, und weil sie so schön voll Gold war, sind die ganz freundlich mit ihm. Es hat ihnen erzählt, was es alles erlebt hat. Wo die Mutter gehört hat, wie es zu dem vielen Gold gekommen ist, hat sie wollen, dass auch ihre hässliche, faule Tochter das gleiche Glück haben soll. Die musste zum Brunnen sitzen und spinnen. Aber sie wollte nicht spinnen, bis es blühtet, und hat einfach die Hand in die Dornen gestreckt und sich die Finger blutig gestochen. Dann hat sie die Spulen in den Brunnen runtergerührt und ist hinten nachgegumpelt. Sie ist auf die gleich schöne Wiese gekommen, mit den vielen Blumen, und ist den gleichen Weg weitergelaufen. Wo sie zum Bachofen gekommen ist, haben auch alle Brot gerufen: «Zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon lang fertig gebacken.» Aber die Faul hat gesagt: «Meint ihr eigentlich, ich will mich wegen euch dreckig machen?» Und ist weitergelaufen. Gleich darauf ist sie zum Äpfelbaum gekommen, geragelt voll mit Äpfeln. Die haben auch wieder gerufen: «Schüttle mich, wir Äpfel sind alle schon reif.» Aber sie hat gesagt: «Ihr kommt mir gerade recht, da könnt mir ja einen auf den Kopf fallen.» Und sie ist einfach weitergegangen. Wo sie zum Haus von der Frau Holle gekommen ist, hat sie keine Angst gehabt. Sie hat ja schon von deren ihren grossen Zähnen gehört. Sie ist einfach hineingegangen und hat zu der Frau Holle gesagt, sie will hier arbeiten. Am ersten Tag hat sie sich auch noch Mühe gegeben. Sie war fleissig und hat alles so gemacht, wie es Frau Holle wollte. Sie hat eben an das viele Gold gedacht, wo sie dann überkommt. Aber am zweiten Tag hat sie schon angefangen zu faulenzen und am dritten noch mehr. Am Morgen hat sie gar nicht aufstehen. Der Frau Holle ihres Bett hat sie nicht so gemacht, wie sie hätte sollen. Sie hat das Bettzeug nicht geschüttelt, dass die Federli aufgeflogen sind. Der Frau Holle ist das gleich verleidet und sie hat gesagt, sie können wieder gehen. Der Faulen ist das recht und sie hat gemeint, jetzt gäb's denn den Goldregen. Die Frau Holle hat sie auch zum Tor geführt. Aber wo sie drunter gestanden ist, hat es anstatt Gold einen grossen Kessel voll schwarzes Pech geregnet. «Das ist der Lohn für deine Arbeit», hat Frau Holle gesagt und hat das Tor zugemacht. Da ist die Faul heimgekommen, ganz mit Pech verschmiert. Wo der Gückel auf dem Brunnen das gesehen hat er gerufen: «Unser dreckiger Mädchen ist wieder hier!» Und das Pech ist an ihr kleben geblieben und hat nie mehr gelassen, das ganze Leben lang.